Bei der heiter Karotto steht lo net den Innerbau vun der Stroß am Fokus mir wirklich die Irwechtschicht do wo mir drop fuhren de Belag. Die heiten Prof die geht doch lo noch an de Labo fir e pu Tester. De Belag soll jo so sinn, dats mir gut a sicher können drwer fuhren. An den ass nach lang net op all Stroß zelwicht. De Mr. Science de mischt sich lo op sich no optimale Belag. Ja, wenn ich so am Longboard unterwegs ist, da spielt in der Straßenbelag besonders gut. Und da merkt ihr, dass die ganz unterschiedlich raus sind. An unterschiedlichen Elementen von Haut will ich gerne herausfinden, was der perfekte Straßenbelag ist. Oh mei, da gibt es wirklich viel Unterschiede. Wen ist dann dein Favorit? Ja, am liebsten habe ich natürlich, wenn die Straße möglichst glatt ist, so ohne Knubbeln dran. Nee, das ist aber nicht für alle Situationen gut. Oh, aber das dann nicht gut glatte Belag? Ja, weil sich hier ganz leicht ein Wasserfilm kann drauf bilden. Aber wenn man ein Pneu gerollt kennt, da bildet sich so ein Zucht Wasserhivel für ein Pneu. Aber wenn der Pneu ganz sehr fährt, dann kann diesen aufheben und auf Wasser rauffahren. Und dann rutscht er. Ah, das findest du im Aquaplaning. Ja, aber für den zu verhindern, sind Straßen eben mehr rau und wir haben an den Pneuen so extra Rillen dran, für das Wasser zu evakuieren. Wir haben dir schon einmal gesehen, wenn so ein Straßenbelag gelöscht wird. Das ist nicht just viel Aufwand beim Lehen, aber du könntet auf die geschickte Kombination von den richtigen Steinen mit dem richtigen Bitumen an, für das Straße noch griffig und resistent wird. Und dafür hat Point Chaussee ein Labo, wo sie alle Materialien, die am Strassenbau angesetzt sind, regelrecht foltern. Und das gehen wir jetzt mal angucken. Also, da bin ich aber wirklich gespannt, was den Test mit dem Strassenbelag zu tun hat. Boah, krass. Was war das dort? Das war ein Belastungstest für Betonselementer, wie sie zum Beispiel auf Brücken oder an anderen Ouvragen 4 können kommen. Straßen, die testen wir dann. An heute polieren sie gerade dem Olivier sein Stück Strassenbelag. Sie simulieren damit die Altere von der Straße, können also herausfinden, wie sehr der Belag glatt wird. Was man da wenn Straßen so glatt sind? Machen wir die Esseen hier für dem zu greifen, für zu wissen, wie sich Steinwerte verhalten und für zu evitieren, dass sollten poliert gehen und glatt gehen. Sollte das dann aber geschehen, dann benutzen wir so Materialien wie das heute, zum Beispiel an den Ausfahrten von den Autobahnen, für die Rauigkeit dann remiert zu stellen. Das ist gepasst, oder? Das ist abgepasst. Okay. Krass, das ist pickig. Ja, die Sicherheit und Beständigkeit, das ist das eine bei den Straßen. Und das andere, was immer mehr wichtig ist, das ist auch die Comedy, den so eine Straße möchte. Der Mr. Science will herausfinden, bei welcher Vitesse das Geräusch von den Pneuen mehr hart geht wie der Motor. Wir haben festgestellt, dass bei Regen bei 30 Stundenkilometer das Rollgeräusch schon mehr hart ist wie der Motor. Aber generell beim Dröschen seht ihr, dass das so recht ab 50 bis 60 Stundenkilometer der Fall ist. Aber wie entstehen die Rollgeräusche überhaupt? Das hat natürlich viel mit den Pneuen zu tun. Es sind das Plaketten, die auf die Straße klappen. Das heißt, die Luft wird komprimiert für den Pneu und dann klagt es eben so. Aber wisst ihr eigentlich, dass diese Plaketten all unterschiedlich groß sind im Pneu? Das ist, für das sich das selbe Klacken nicht immer verstärkt. Und da sind auch andere Geräusche, zum Beispiel dann, wenn der Pneu sich loslässt von der Straße, haben wir so ein Zuchtgeräusch. Und dann haben wir noch ein Geräusch, das ist zum Beispiel, wenn der Pneu komprimiert geht auf der Straße und dann ein bisschen quietscht. Hey Joseph, ich habe hier belacht, den überhaupt keine Comedy möchte. Soll das klappen? Ja, das wäre natürlich super, für so Blech für die Zeiten zu holen. Da gebe ich natürlich gut einstellen. Ja, so einfach ist es nicht. Also ich denke, dass es sogar schon als ein einfacher Belastungstest wahrscheinlich nicht ging aushalten. Hier simulieren sie, wie die Straße deformiert, wo Pneuen ein paar tausend Mal drüber fahren. Sie können also testen, wie ein Stang wie lang halten. Aber wie ist es dann am Comedy? Es gab vor Jahren bei uns einen Belag, den nennt sich Flüsterbelag. Das ist am Anfang ein Drainasphalt, das heißt, da geht das Wasser
dadurch. An de Schall verléiert sech awer och an denen klenge Luftporen, die dort sind, vertëlleft fir de Kamedi aufzusetzen. Ja, net wie dann den perfekte Belag oder net? Ja, de Problem ist aber gewicht, dass de Wandarding ganz schwierig da das den Entretien as wie hefech, weil net gerade so haltbar ist, an auch knascht an Sand und so weiter können sich an den Poren usammeln und sie dann am Fong ineffikaz machen. Dafür Hummer am Fong gewesen. Okay, das heißt, der perfekte Belag für immer den geht es leider noch nicht. Ich muss am Fong immer die Applikation gucken, wenn du zum Beispiel guckst, hey, du hast den Belag, den auf der roter Brick drauf ist. Ja. Den als immens dünn für Gewicht zu spuren. Du hast Beleg, die wir benutzen an Tunnelen, wo wir mit hellen Bindemitteln schaffen, weil wir probieren Quantität von Lut, die wir dann dabei brauchen, ein bisschen zu reduzieren, dann als Tunnele freundlich an hell zu gestalten. Ja. Und dann wird natürlich auch immer noch weiter geforscht und neue Materialien mit gewissen Polymeren dran, auf verschiedenen Zusätzen, für eben einen Hightech-Belag, aber immer für gewisse Applikationen herzustellen. Okay, das ist ein optimaler Belag, geht es nicht. Und wir gucken wenigstens, ob den Teppich dann für mein Longboard den Optimum ist. Ah, richtig Fred kennt du nicht ab.